Wenn's deine volle Konzentration brauchst zum Fahren, bleib daheim. Wenn's mit Geschwindigkeiten jenseits von 130 nicht klarkommst, fahr rechts oder mit dem Bus. Wow. 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 Ja, ich hab da gelernt. Alle! Hau dir Hilfe, Biergäste Karte! Der hat halt wieder keine Kappe nicht auf, müsst ihr alles mit Kommentaren voll scheißen, so keine Kappe auf. Also Florian! Hallo. Der hat halt ungefähr so viel Kaffee gesoffen wie in der Woche, deswegen wird's unfassbar lustig. Und das ist schwer, das probieren schon. Kaffee Ex und ab. So Jägerkaffee. Warum? Gehen wir heute noch auf die Jagd oder was? Oh Gott, ja, eine ganz Ja, es gute. geht schon wieder ganz lustig los. So hast du eigentlich ein ekelhaft so Wuckel am Tisch. Ja, das hab ich hab Katzen. Das ist eigentlich für ekelhafte Ich weiß keine Katzen, nur ekelhafte Wuckel übrig, aber die haben von mir. Okay. Ekelhafte Bauchnabelfuckel. I'm sorry. Kein Post dabei. Das war uns von mir vorher. Habe ich nicht aufgepasst, dann habe ich es rausgepult und habe es mir aufgehört. Ah, das ist genauso wie so ein Popel. Das ist doch immer so. Ja, so Ah, machen jetzt wir hab ich aber was im Mund. Super. Katze im Mund. Oder wie vom Bekannten, der hat auch gemeint, der hat Würmer. Und dann Gott, ist die er Geschichte so, ist jetzt schon wieder Es dauert 2 Sekunden, es ist schon wieder so asozial, dass ich eigentlich schon wieder Ja, wie kann der gewonnen, der hat Würmer. Nein, pass auf, das ist eine geile Geschichte. Da ist nämlich, der hat da nur so einen Bauchnabelfuckel in der Irksel hängen. Schön. Stimmt. Was ist eigentlich mit dir? Und da ist auch eins. Nee, beim Schwitzen. Nein, was? Und da am Bauch ist auch eins. Nein. Doch, da. Oh, schau, so klar nicht. Ich hab das hier schon heute noch nicht Also also Fuckelfrei, schon. Aber- sonst kann ich die Geschichte. Da ist auch noch Bist eins. knockert gekommen. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn du voll gefuckelt bist. Auf Ja, alle meistens Fälle, ist knockert. das ist der Vater vom Bekannten und so weiter. Der ist dann zu seiner Frau gegangen und hat gesagt, so, guck, schau mal, ich hab Würmer. Und dabei waren es Klobabierfuckel, die er hingehauen hat. Und das heißt praktisch, dass er sich mit einem nockerten Finger durchs Popoloch kratzt hat. Und hat gemeint, er hat Würmer dabei, hat einfach Klobabierfuckel. Oder wieso sind Macht aber ihr das auch? Würmer sind doch keine Wuckel. Ja, Ja, Wuckelwürmer halt. Kennst du das Video von dem Bären? Von so einem Braunbären, der so am Auto nachgeht und dem hängt ungefähr 8 Meter hinten so eine gelbe Wurst raus. nein. Ja, doch. Boah. Hat der Abschleppband gegessen, oder wie? Nein, der hat Der hat einen Wurm. Der hat einen Bandwurm und der ist ungefähr 28 Meter lang offensichtlich. Wenn man- Weil der hängt nicht nur eine Schnur aus, sondern die geht außer eine. Dann geht er auf der Straße und zieht 5 Meter hinten noch die Letten nicht noch. Ah! Wir haben mal eine Katze gehabt, da merkt man, dass ein Wurm hat, dabei hat sie eine Real Wurst mit Haut drauf gegessen. Und dann ist halt noch der Fahne von der Kenn ich. Real Wurst rausgegangen. Ja, das kennen wir auch. Wenn es einen Aufschnitt gibt vom Metzger und dann ist er oft einmal so. Das ist das dann auch, ob das auch so mit dem Mund so aussieht oder so? Hä, wie sonst? Schon, oder? Aber die Hände ist ja, das ist ja Das ich unhygienisch. wollte gerade sagen, ja. Ja, die Nein, habe ich nämlich passt. vorher in meinem Arschloch gehabt, um das Muckerl aussetzen zu Ja, wollen. Dann habe ich ich- es praktisch richtig gemacht. Ich hab's aufgerührt und wieder zurückgestellt. Peter ist auf Apropos- 180. Apropos Katzen, ich habe meine Katze, die war beim Tierarzt des Öfteren jetzt. Mit, Kenn ich. ja. Und ja, die hat halt praktisch, die hat 4 Tage am Stück gekotzt. Die ganze Zeit, warum auch immer. Das tut eigentlich das Arschloch bei uns die ganze Zeit. Die geht raus, frisst eine Maus, geht rein und kotzt. Ja, aber die frisst Jeden halt, Tag. die hat halt 4 Tage auch nichts mehr gegessen, die hat nur Also, gekotzt. okay. Und dann auch nur so gelbes Zeug. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann zum Tierarzt. Der Wir hat müssen dann nicht mehr Gabe. Magensäure. nein, es ist ja wirklich die Magensäure, ja. Das ist egal, aber es Und auf muss jeden ein Fall- Gabe sein, immer maximal ekelhaft. Kannst du nicht einfach schwarz Ja, sein. Undurchsichtig. Schwarz weiß ich auch nicht, ob das Ja, transparent, Undurchsichtig. stimmt. so rosa. Was? Ah, es ist dann so blutähnlich. Auf jeden Fall. Bin ich dann zum Tierarzt, der hat das dann angeschaut, das ganze Thema, und gerönt, nicht, dass da irgendwie Darmverschluss ist und sonst was. Finde ich Lass cool. mich raten, am Sonntag, ist der gerne am Sonntag. Nein, das Am Sonntag nein, ist dann nein. meistens so Pass der auf, Tag die Geschichte wird nur gut, danach kannst du deinen Senf dazu geben. Auf jeden Fall, weil wird dann dein Schnauzer. Mal da. Okay. Auf jeden Fall war das erste Mal da, und dann hat sie halt der Spritzen gegen das Kotzen gekriegt. Gut, dann hat sie mal gekotzt, dann hat sie aber gar nichts mehr gefressen. Und das ist der Finn. Der Finn, der frisst eigentlich alles und jeden, wenn er es nur sägt. Und das war halt ganz komisch. Dann bin ich halt 3 Tage später nur mehr an einem Freitag da hin. Und das, ja, jetzt vom Wochenende mehr die Nummer anschauen lassen, weil sie frisst immer noch nicht. Und das ist sehr untypisch für meine Katze. Ja, okay, da war ich bei der anderen Ärztin da drin. Oh Mann, ich bin so sauer, ich kann es dir gar nicht sagen. Und dann, Warum war es nicht geil? die war ja- Ärztin, ich war ja wüsste da sauer. nicht, ich hätte da nie einen Crush, also so auf Ärzte, so Zahnärzte oder Hausärzte oder so, das da ich mir schon geil vorstellen. Das Aber ist ja der Tierarzt, den ich habe mir aber noch Zahnarzt. nie, ich hab mir auch noch nie so einen Tierarzt vorgestellt. Also natürlich auch keinen normalen, als Ärztin. Was? Ich weiß nicht, was er redet. Auf Ja, jeden ne. Fall, ja, ich rede zu früh und zu schnell. Auf jeden Fall war Da man, hat nur ein Bull stehen. nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Kriegst du nicht, du Schwanz. Okay. Wir waren dann das zweite Mal da und dann sagt, ja, wir wissen auch nicht, was das ist. Und ich so, ja, der nimmt die Gürtel im Mund, aber spuckt es dann wieder aus und dann zerkaut das und nimmt es ganz kleine Bissen, wenn überhaupt. Ja, was das sein kann. Die so, ja, mei, schaut sie eher für mich an, als wenn's Zahnweh, da, oder? ja, irgendwie sowas. Dann schaut sie in den Mund ein, nein, da ist nichts.
Weil man denkt, okay, gut, das ist ja, das wird man vielleicht Blut abnehmen. Wo in der Kiefer ausgekriegt und Ja. Kotze in Ja, so. nein. Mein Schatz. Ja, auf jeden Fall. Keine Ahnung, was du feit. Und dann kommt's rein, ja, soll wir, da Schaut's müssen dumm. wir Blut abnehmen, zum schauen, ob da mehr feit. Die so, ja, ist ja okay. Die so, ja, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder man macht das gleich, kostet halt 100 € extra, dann haben wir das Ergebnis in einer halben Stunde. Oder man macht das halt übers Labor, dann ist das Ergebnis am Montag da. Dann schaue ich so, ich darf natürlich jetzt auf den Montag warten, wenn sie sagen, das passt. Da sie so, sie weiß jetzt auch nicht, so, ja, sie haben doch die Ärztin. Also, die müssten mal sagen, können wir bis Montag warten. Ich sag einer jetzt gerade, meine Katze hat 4 Tage gekotzt und seit 3 Tagen ist's nix. Also insgesamt fast 7 Tage ohne recht wie früher. Ja, dann, sie fragt dann mal die andere Ärztin. Geht zu der Ärztin um mich? War die schon? Fragt, Bist natürlich du auch sicher, nicht. dass bei der Ärztin warst und Nein, nicht bei ich der hab- Hausmeisterin? Ja. Und die haben ja mehrere Ärzte da drin. Und dann hat sie Passt gefragt, schon. dann Vielleicht kommt's haben sie wieder, bei mir ein Haus. dann kommt's wieder und sagt, ja, Hausmeisterin, genau. Hausmeisterinnen. Wenn's Und das gendern dann kommt's muss. wieder und sagt, ja, sollte man vielleicht doch halt machen. Und ich so, ja, okay, dann machen wir das halt. Gut, dann haben sie da das Blut abgenommen, ich gewartet, Blut hat nichts gefeit, dann hat sie ihr nochmal Spritzen gegeben, und dann nochmal so Tabletten, die wohl den Hunger, den Appetit anregen. So, alles in allem, nur dieser eine Termin, 255 €. Da war noch nicht mal Sonntag, So, weil normalerweise. nein, es war ein scheiß Freitag, es war ganz normale Öffnungszeiten. 255 € für das bisschen. ein Spritzen oder Tabletten. Und Gesicht anschauen und Gesicht anschauen. Du geh mal her. Ah, das macht 80 €. Ja, aber ich habe schon mit der 100, 150 € gerechnet, wenn die ein bisschen anschauen und die 100 € fürs Blut abnehmen. Nö, machen wir 255 €. So. Ja, da war der Gesichtszuschlag drauf. Ja, der hätte ich auch gern ist zugeschlagen. Wahnsinn. Auf jeden Fall war der nochmal ein drittes Mal, weil sie hat immer noch nicht gefressen. Und dann war ich wieder bei der ersten Ärztin, wo das auch gut gemacht hat. Ja, dann sagt die Ärztin, ja, eigentlich, wenn sie das so hört, was ich da so verzeihe, hat sie in den Mund eingeschaut, ja, die hat ein komplett einen rauer Hals, die hat da lauter Blasen und sonst was, die hat Halsweh. Gut, dann habe ich jetzt 460 € fast für Halsschmerzen bei meiner Katze bezahlt. Dafür hat die andere Ärztin ihm auch noch Appetitmacher gegeben. Und das Asoziale in der ganzen Sache ist ja eigentlich das, er hat Hunger seit Kann aber 7 nicht Tagen, essen. hat aber noch mehr Hunger durch die Tabletten und kann aber nicht fressen. Kann man da was machen? Na, also ich bin jetzt nächste Woche nochmal beim Impfen da bei den Zweien. Ja, wir kommen diese Aber- mal sehen, die hat ja da schon reingeschaut, sind ein bisschen behindert. Das hätte ich selber Ja. rausfinden können. Warte mal. Vor allem, Die hat da komische Sahne im Hals. ich verstehe es ja, um das auch zum Zahlen. Und das eine mit dem Röntgen und Co. ist ja nicht schlecht, dann weiß man wenigstens, dass nichts Akutes fällt. Aber dass die dann 255 € für das, dass nichts im Blut finden, okay, lass ich mal auch noch eingehen, aber dass dann 150 € verlangt dafür, dass der Katz dann Tabletten gibt, ess doch mal mehr, vielleicht hast du mehr Hunger. 150 € für die scheiß Tabletten. Ich weiß nicht, was die 150 € ausgemacht haben, aber 100 € hat's gesagt, kostet das Blut nicht mehr. Hast du keine Rechnung nicht gekriegt? Na, da gibt's keine Rechnung, die sind auf Deutsch. Na, Spaß. Aber War das vielleicht in einem Hinterhof, die Tierärztin? War das die wilde Katzenfrau? die war aber auch kurz in meinem Hinterhof. Das waren die 150 €. Ja, na, aber das war wirklich, leck mich am Arsch. Also da immer wirklich denkt, schwierig. Und da wäre ja nächste Woche, wenn ich nochmal da bin, werde ich auch da nochmal was verlauten Wenn du einfach eine neue Katze kaufst. Ist Ja, billiger, oder? nein. Die ist nur kein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Also. ist die andere. Nur die andere. Ja, normal kauft man sich immer neue Katzen, wenn sie groß werden, weil dann sind sie immer so süß wie die Kleinen. Meine hat 10 Kilo und das ist immer noch süß. Okay. Süß sagt man nicht, die zwei Vollidioten, das heißt lieb. Süß. Süßlichst. Fressenschild. Süßlichst. Traktor. Bei uns war auch ein Vorfall mit Trecker, Vier. Trecker. Das war das erste Mal der Gnädel. Es hat ja letztes Wochenende so dermaßen viel geschnitten, wie es bei uns eigentlich noch nie da hat. Also ich kann mich nicht daran erinnern, ich habe einen Meterstab in den Schnee Bei gesteckt. mir schnappt es jetzt Wochen nicht so viel. Verstehe ich nicht. Ja, nicht. Kannst du das nochmal kurz erklären? Nein. Okay, dann. Ich habe 52 cm mit dem Meterstab gemessen. Das hat es bei uns, glaube ich, noch nie gegeben. Auch nicht in der beim Schwanz Kindheit. gemessen. Auch Da hätte nicht ich gar keinen früher. Meterstab braucht. Auch nicht früher. Nicht mal bis zum Anschlag war er gegangen. Ja, mich wundert gar nichts, dass ihr keine abgekriegt habt, aber das ist gut. Und dann hat es von unserem Haustag am Sonntag auf die Nacht, natürlich am Sonntag, weil wann auch sonst unsere Vier wissen, wann Sonntag ist, und dann hat es einen Schnee vom Haustag abgedroschen und alle vier sitzen so auf der Couch umeinander und das hat geschäbert, als der Bude einbrechen. Und dann ist der Gnädel ist so dermaßen erschreckt und aufgesprungen, dass er sich mit seinem kaputten Fuß irgendwie verrissen hat, keine Ahnung, der hat Was möchtest du Pfiffe. noch verreißen? Hey, ich weiß nicht. Stell dir vor, ich brich einen Haxen und dann ziehe ich noch mal an und frage dich auch, was du verreißen kann. Also, Du was gut musst du auch sagen, damit du einen Schienen kannst. Das passt eh. Passt. Anziehen statt ausziehen. Alles richtig gemacht. Ja, und dann?
Und dann habe ich auch schon wieder gesehen, erst so fast in Tränen ausgebrochen, weil du dem Hund nicht helfen kannst. So habe ich es noch nie gesehen, die hat auch nichts mehr gefressen und zieht und dann habe ich gedacht, was ist denn jetzt kaputt gegangen, da ist überhaupt nichts da. Bist du erschrocken. Mir hat sie jetzt gemeint, die hat sich ja nicht weh, die läuft da umeinander und so. Dabei war es der Hax. Und dann habe ich auch schon wieder so 2 Tage später, fiebst immer noch beim Gehen und ich denke, jetzt wird's teuer. Damn it. Vor allem die mit dem kaputten Haxen so, wenn da was feit, da wird sowieso irgendwann was fein, das wird sowieso irgendwann kommen. Aber dann wird's richtig ekelhaft teuer. Dann kriegt's wahrscheinlich so einen Streitwagen. Das ist, Und so ja, ich bin mir relativ sicher, dass früher oder später irgendwann der Hax weg muss, weil der einfach der ist total schaden, der war aber schon immer total schaden. Wer ein Gnidl nicht kennt, ein normaler Hax und da und der Hax macht den. Also sprichwörtlich, der ist einfach gerade und den nimmt schon her und so. Aber ja, irgendwann ist halt das Kreuz hinten so schief und das, wenn operiert gehört, Hüften, Hax weg und was weiß ich, was alles, dann wird's richtig kreislig. Ja. Sowohl fürs Viech, sowohl auch für den Geldbeutel. It is what it is. Was willst du denn da machen? Was sollen wir machen? Streitwagen bauen, das Lego Das bauen. war schon geil. Und dann Ja, natürlich, so eine die- Lanze vorne hin. Geilen Römerhut. Ja, genau, dann kriegst du einen Römerhut, so ein kleines Soundding rein. Dann fährt's mit 400 mit dem kleinen Ding um. Das war eigentlich schon geil. Das wird super. Du kannst Hunde. Setzt was da auf. Ja, genau. Ja. Sollte man sowieso auch mit tun. Eigentlich Katzen und Hund bringen Klicks, was hat's geheißen? Klicks. Es ist, heute ist wieder Spotify-Folge. Wir haben da, glaube ich, irgendwas durcheinander gebracht, oder ich. Ich glaube, letztes Mal war Spotify und vorletztes Mal auch. Ja, du hast die Letztes Mal war nicht. eigentlich war letzte Woche Druck gewesen. Ja. Du hast praktisch Da haben wir die es- guten Knister-Scheiß gegessen haben. Der war richtig. Knister. Weiß ich nicht, habe ich mich nicht auskennt. Knister, Habe ich mich Knüsschen. nicht auskennt. Müssen wir uns sowieso irgendwie was ausdenken? Es ist halt einfach Weihnachten in 2 Wochen. Was soll die Scheiße? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ich sing nicht weiter. Langweilig. Ja, das ist auch wieder mein Kauf jetzt. Stell da weg, damit nichts passiert, ja, hast du noch was. Was haben wir da? Da haben wir auf alle Fälle mal mindestens 2 Wochen fort. Da gibt es 2 Wochen lang keine Lückenfüller-Folge, so mit 10 Minuten. Das haben wir jetzt Ich eigentlich gar würde nicht Lücken drüber geredet. füllen. Ja, so nicht. Oh. Brauchst du aber nicht wundern. Warum? Weiß ich nicht, schreibt mir jetzt irgendjemand die Leute da an und Muss er nicht, bläst den muss er an, nicht damit zwingend wir- weiblich sein. damit die Zufriedenheit einmal, weiß ich nicht, von 5 auf 10% steigt, keine Ahnung. Beim Blowy. Bei mir hat noch keine 10% zufrieden gewirkt. Ja. Bei mir hat noch keine 10% bei mir geschafft. Also die strengen sich mir alle nicht richtig an. Achso, du meinst Das ist 10%. Das sind alle zu dumm für alles. Wie Kopfhörer in ihr. Pritschen. Gehen auf den Sack. Was war die Also Woche so los? Was habt vielleicht ihr doch mal denn drin? Geld zahlen Ihr dafür. scheiß Mongos, ihr scheiß Frauenhasser, Sexisten, Ich liebe Frauen. Rassisten, Ich hasse alles. scheiß Weiber. Sag's ja nicht so. Der Feminismus ist unser größtes Problem, den wir mittlerweile haben in der Gesellschaft. Feminismus von rechts, bitte. Ja, das ist unser größtes. Mein Facebook-Account ist gehackt worden. Ja? Unwiderruflich. Kriege ich nicht mehr. Ernsthaft jetzt? Keine Ahnung, was da los ist. Das ist so geil. Ich Gestern hab nichts da. gestern stehe ich auf. Gestern stehe ich auf. Dann möchtest du mir kurz ein bisschen alles anschauen. Ja, kann mich nicht umhalten. Was ist jetzt schon wieder? Dann schaue ich mir eine E-Mail so. Haben sie gerade ihr Passwort geändert? Standort Chicago, USA. Ja. Na? Sie haben eine E-Mail hinzugefügt. Waren Sie das? Standort Chicago, USA? Auch nicht. Ja. Ja, und dann möchte ich halt mich halt dann irgendwie so, ja, war ich nicht, möchte halt das gerne wieder zurück tun. Dann heißt, nein, Sie haben gegen unsere Richtlinien verstoßen, Account inaktiv. Ja. Und dann Das geht ist aber, aber- wenn ich irgendwie... hat derjenige mit deinem Account hat das rechtswidrige Scheiße angestellt, was Ja. ich, wenn ich du war, dort hat, ist, schau mal, normalerweise musst du diese Dinge per E-Mail bestätigen. Nein. Das hat mein Dad nämlich auch gehabt. Genau dasselbe. Du hast das Problem. Du hast das Problem, du hast da E-Mail hinterlegt zur Rekonstruierung, aber die hinterlegen eine zweite E-Mail. Da gibt's irgendeine Lücke. Es war bei meinem Pap dasselbe, die haben praktisch die Mail, da wo das Passwort oder diese Bestätigung kommt, die haben es genommen und in dem gleichen Zug haben es aber eine zweite E-Mail-Adresse mit hinterlegt. Ja, genau. Wie auch immer das geht. Keine Dann Ahnung, ist nämlich ja. praktisch immer nur, das habe ich nämlich bei seinem anderen Ding gesehen, der hat nämlich dann alles durchgehackt. Da ist dann praktisch immer noch eine zweite, dem seine E-Mail-Adresse, die kennst, die 6, aber du kommst halt nicht mehr rein, weil der hat halt alles geändert. Da ist also mein Direkt am Account Weg. mein Account ist weg, den findest du jetzt oder so nicht mehr. Ja. Und wenn du, das ist so geil bei dem Idioten Facebook, wenn du irgendwie drauf gehst, aufpasst, war ich nicht, man hätte das irgendwie ändern, dann kommst du irgendwann auf die Stelle, wo es heißt, du musst dich anmelden, damit du das angeben kannst. Ja, und dann ja, heißt es ja. aber, du kannst dich nicht anmelden, weil der Account ist ja weg. Also, was?
Ja. Teufelskreis. Ja, Ich weiß das nicht, ob du einen Support da schreiben kannst. Hab ich schon gemacht, da aber kannst weißt du, aber dann- warten 4 Nein, Wochen. Nein, da ist ja schon eine Antwort gekommen, da kommen dann 48 Links, die muss ich mir durchklicken, ob da irgendwas hilft davor, weil jetzt heißt du dann am Ende, sie können leider nicht auf persönliche Dinge eingehen, sondern gerade die allgemeinen Floskeln oberhauen, aber ja, so wie es auch schon gesagt, das ist weg. Ja, das ist, also bei mir war es bei Instagram einmal so. Das ist aber schon ewig her, da war es noch nicht mit diesen 2-Faktor-Authentifizierungen und sowas. Die haben es halt dann einfach gehackt und das Thema war durch. Aber Das Allerwichtigste, das ist jetzt Ich kann es halbwegs, runterladen. damit man mal, vielleicht Warum lernt auch man immer. was, vielleicht lernt man da einmal kurz was bei uns. Das Allerwichtigste, was das betrifft, ist deine Haupt-E-Mail-Adresse und das Passwort, das da drauf ist. Wenn es sonst nur general Passwörter in deinem Steam-Account, in was weiß ich wo, aber dein Google-Account, in den meisten Fällen, wo halt auch der E-Mail-Adresse dran hängt oder egal was, da wenn nicht beikommt, dann tut er die so schnell weg, so schnell kannst du gar nicht schauen und du kriegst das nicht mit, erst wenn es spät ist. Also der kann alle deine, also im Prinzip, wenn ich in der E-Mail reinkomme, dann sehe ich, dann muss du ich nicht überall einmal, angemeldet bist dann auch. muss ich nicht einmal suchen und probieren, wo du angemeldet bist, sondern da steht wortwörtlich nacheinander drin, wo du angemeldet Ja. bist. Und dann lasse ich mir neue Passwörter aus, ich ändere die Passwörter, das kriegst du alles nicht mit. Und dann hat's die in der Regel. Und richtig ekelhaft wird's dann, wenn ich in deinem PayPal-Account bin. Und was weiß ich wo überall. Und wenn ich eine Kreditkarten finde, dann bist du sowieso fort. Weil da kannst du auch nichts machen. Meine ist Zum ja Glück habe ich gerade so eine Kreditkarten, die nur mit Aufladen funktioniert, aus weiser Voraussicht, habe ich die ja so gewählt. ich habe gar keine. Genau aus dem Grund, weil ich genau Ich schon weiß, mal, ja. irgendwann. Ich brauche immer Sachen von den Amis und es geht oftmals nur mit Kreditkarten. Mittlerweile Das öfter mit stimmt. PayPal, manche haben aber immer noch kein PayPal von den Idioten. 2 Aber Dienste gibt's da, wo ich mir von jemandem Kreditkarten ausgehe. das habe ich am Anfang auch so gemacht. War Ja. einmal OnlyFans? It's hard cause it's true, oder? Nein, Konntest du die ohne Kreditkarten bei OnlyFans umgehen? Keine Ahnung. ich habe einen Account bei OnlyFans. Ja, deswegen ja. Deswegen Das frage ist eine ich. gute Frage. Ich glaube nämlich nicht. Also ich weiß es natürlich nicht. Aber Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das geht auch per PayPal. Weiß ich nicht. Glaubst du nicht? Du weißt das. Du weißt, dass das nicht geht. Ich weiß nicht, wann war das? Im April vor 2 Jahren oder so. nein, ich habe Scheiß hab gemacht, im keine Ahnung. Freundeskreis jemanden, der hat sich da mal angemeldet, um jemandem zu folgen und sich da diverse Dinge anzuschauen. Einfach um ein bisschen zu recherchieren für sein Referat. Ja. Und der hat nach einer Kreditkarte gefragt, weil es anders nicht geht. Und der ist jetzt eigentlich schon recht internetaffin. Der Chris hat, also entweder weiß er es mittlerweile, dass wir am Freitag zwischen 1 und 2 beim Podcast sitzen oder ich weiß es nicht. Chris hat nämlich gerade schon wieder geschrieben. Was mehr denn? Weiß Ja. nicht, ich hab's nicht gesehen. Aufmerksamkeit. Eine Das soll mich abhauen. Ja, echt so. Leute sein unfassbar geil schreiben und dann hat er ein Battle gehängt, da habe ich 6 Battle leider nicht. Shit. Oh, jemand uns. Du hast Muss da ich- Wimperflug Ich gekriegt. glaube, auch, dass er uns meint. Da habe ich in dieser Woche auch ein kurzes Meme gesehen, was OnlyFans betrifft. Irgend so, weiß ich nicht, pinkhaarige, schwarze hat auf irgendeiner Convention ihren größten Tipper getroffen mit $69.000 und dann haben sie ein Foto gemacht und drunter der erste Kommentar ist spent $69,000 and she don't even touch you on the photo. Das ist so nebeneinander stehen, der Typ ist so mit der Hoverhand, aber ich sehr viel lachen müssen. Also das ist halt einfach utopisch. Das ist einfach Ja, 69.000? 69, Alter. nice. Wann sonst so los? Habt's denn drin? Oh, wir waren mal Freitag waren wir noch im Christkindlmarkt. Schon wieder. Ja, wieso schon wieder? Ich weiß doch mal. Und ja, da wurde es so geschneit hat, also war wirklich fantastisch, also mit den großen Fluckern und Co. Also ich bin ja zum Glück nicht selber gefahren. Das war top. Mit den großen Flugern und so. Ich weiß jetzt nicht, was Ja, da ich war. hab's schon auch gescheit gefeiert letztes War Wochenende. geil, also- War sehr nostalgisch, hat WoW hat angefangen und so, draußen schneit's jetzt auch, das war schon ganz geil. So am ersten Tag habe ich mich noch gefreut, ja, die ganze Nacht ist durch, am nächsten Tag aufgewacht, schau so aus, ja, geil, alles voll sauber und Schnee und Ja, geil. bitte und, geht keiner aus und berührt es. Ja, ist so 20, 25 Zentimeter Schnee und ich denke, boah, das ist so lang her, dass so viel Schnee einmal gelingen ist, geil. Scheiß aussehen. Ich schneid immer noch. Ey, wie ja, stehst du beim Rauchen? Schnell, immer noch. Okay, geh wieder eine, wieder 1-2 Stunden WoW gesagt, gehst wieder aus zum Rauchen, schneidet einfach immer noch. So, zum Messen vom Glander vom Balkon so einen Schnee runtergewischt, damit ich weiß, wie viel das schneit, alle 2 Stunden, geh wieder eine, 2 Stunden, geh wieder raus, ist 4 Uhr Nachmittag, keine Ahnung, schneidet einfach immer noch. Schau aufs Glander hin, nochmal so viel Schnee, schau auf den Terrassentisch, Alter, möchtest du mich verarschen. Ganze Nacht so weitergegangen. Am Sonntag habe ich dann einen Meterstab in den Schnee eingesteckt. 52 Zentimeter Schnee. Bringen wir den Witz von vorher nochmal? Ja. Hätte man mir keinen Meterstab nicht braucht. Nein, ich hätte es ohne Hände gemessen. Da wäre ich ein Schneebengel gewesen.
Ich hätte einen Schneeschwengel gehabt. Du hast angefangen, das nochmal zu erzählen. Aber echt. Ja. Dann musst du auch mit solchen Dingern rechnen. Mit Schneeschwengeln. Mit Schneeschwengeln. Mach mal einen Schneeschwengel. Schneeschwengeln. Hashtag Schneeschwengel, ab in die Kommentare, wenn ihr mitmacht, dieser Schneeschwengel. Schneebengel. Schneebengel Innen. Ich könnte mich nicht daran erinnern, dass jemals bei uns so viel Schneegling ist. Ja, nicht. Also Ja, das nicht. weiß ich noch Nein. nicht. Wann wird das mit der Klimakrise ausgelegt? Hat das was zum Ja, Tun? das Weißt ist du halt jetzt etwa? praktisch, es wird immer kälter. Also- Das, die Erderwärmung, Erdekühlung, die jetzt seit 10 Jahren, die geht stetig 0,1 Grad nach unten. Aber nur im Winter, tatsächlich. Das ist ja Wahnsinn. Im Sommer wird es 0 Uhr. Stimmt, wir müssen irgendwie wieder so in 10 Minuten politischen Unwissen ausarten. Aber wir haben was Schönes gesehen, der Müller, CEO, also der Müller-Milch, Also, ja. Milliardär, Molkerei-Milliardär, sympathisiert mit der AfD. Jetzt so Nancy nicht, oder? Faeser ist völlig außer sich und ruft zum Boykott von Müller auf. Ich habe fast schon überlegt, ich bin halt nicht aus dem Hof rausgekommen, weil halt ein Meter Schnee liegt, dass ich eine Paletten Müllermilch kaufe, dass die halt da steht. Hätte eigentlich... Hey, so ich geschmissen. Nazi-Milch. Nein, Nazi-Milch. hätte es vom Boden weggeschleckt. Die ist ja leicht braun. Ja, nur die Schokomilch. Nur gell? Schokomilch hätte ich hergestellt. Nur die Schokomilch hätte Das ich ist ja, hergestellt. glaube ich, haben sie ausgemacht, dass ich in Zukunft gerade noch Schokomilch herstellen darf. Das ist Nur noch Schokomilch und Vanillemilch. wenn du meinst, es wird nicht mehr dümmer, Bist du braun, kommt kriegst du Welle. jeden Tag kommt was Neues, wo ich mir denke, 5 Minuten später heißt es wieder, die AfD ist fast bei 35%, ich weiß nicht wieso, ihr Vollidioten. Ich auch nicht. Na. I don't understand this. Ja, ich auch nicht. Ich habe nicht gelernt. Mir gehen wir heute auch wieder in Christkindlmarkt, aber wieder im Anzug. Weil das erste Mal wieder Tragen des Anzugs vorgesehen. Ihr habt wirklich immer die peinlichen Kasperl der Veranstaltung, gell? Ja. Das ist Ich kann das auch nicht anders beschreiben. kurz überlegt so. Ja. Sehr schön. Scheiß Weihnachten dazu. Sehr schön. Das ist das eine und das andere ist, ich bin jetzt mittlerweile von meinem Chef beauftragt worden. Ich bin für das Motto des Tages zuständig. Ich habe schon mal von die Grußmausis erzählt, oder du hast es bestimmt schon gesehen, noch nicht? Meine Stories, da wurden immer Ach so, Grüße, ja. diese ganz kitschigen Grüße. Jetzt wieder für Behinderung. Ja, ja. Mir hat schon geschimpft, weil ich auf die Story nicht geantwortet habe. Nein, das war wieder was anderes. Ich Das war habe mir, nicht, oh Gott, halt ich dein hab Maul. nicht darauf geantwortet, dann schreibt er mir, du hättest aber wenigstens darauf antworten können, dann hättest du das bekommen. Also auch wenn ich nicht darauf antworte, kriege ich einen Scheiß Nein, du hast es gekriegt, weil das war mega witzig. Und ich war das, hä? Ich habe einfach so eine kernbehinderte Story gemacht. Das war ganz lustig, weil man am Montag war ja so Stell in eisig. Frage. Ganz lustig war es ja. Ich hab voll gelacht. Du fandest das wirklich witzig. Super lustig. Ja, nicht, ob ja, es auf jeden das Fall. geht, oder? Aber am Montag in Instagram habe ich eine Story gemacht. Also total. Was für Story auf Ja, jetzt Instagram? pass auf! Einfach nur so, das, was du machst beim Zocken heute. Jetzt du deinen Livestream machst. Das ist eine Story. You know? Ich soll sagen, dass du nicht weißt, was eine Instagram-Story ist. Ja, die Frage, Ja, also. ob so man sich eine Story geht oder ob sie in der Arbeit, pass was auf. für Story, in der Alter. Story, da war einfach nur geschrieben, ist bei euch heute auch Eisregen? Ja, nein. Und das machst Einfach du in der Arbeit. Nein, Für das ist behindert. Nein, wir reden gerade über das von ihm. Firmenaccount hat das gemacht, ja. Nein, wir haben keinen Firmenaccount. Nein, das habe ich praktisch so gemacht und da hast du darauf antworten können. Ja und nein. Ja. Und dann, jeder, der geantwortet hat, Ich da habe haben nicht wir dann geantwortet. ein Beutel geschickt. Da wurde dann praktisch ein Kumpel und ich und wir haben uns auf so einen richtig Was war die Frage? ob bei euch auch Eisregen ist. Ah, okay. Die Und Band. ja, die Band Eisregen. Nein, auf jeden Fall haben wir dann immer Hier, Mode im so Saal ganz einüben. kitschiges Geschichte, so ein ganz kitschiges Beutel, da wo wir mir zwar dann ein Kumpel und ich, da haben wir unser Gesichter eingeschnitten, so ein Kindbeutel eigentlich. Da ist halt dann draufgeschrieben, wir streuen auch Salz in eure Messages. Und das war witzig in dem Moment. Ja, Ja, erstmal sprechen. das war wirklich witzig. Möchtest du mit Augen schießen? Alle. Ah, komm. Das war jetzt ein... Warte, vielleicht habe ich das Bild Aber sogar noch. ich kapier's nicht ganz. Pass auf. Was hat das mit deiner Arbeit zu tun? Na nix, er hat Du hast dazwischen es gefunkt privat und ich habe gemacht. jetzt... Ja, Du hast private Story gepostet, ist Ja, ja. bei euch auch Eisregen, wenn einer Ja drückt. Oder dann habe ich halt geschrieben, ja, wir streuen auch Salz in deine Message. So. Oh, ich habe gerade, übrigens, weil ich wollte jetzt das gerade suchen, jetzt habe ich, bin in einer Gruppe eingeladen worden auf Instagram, she just turned 18 and made OnlyFans. Oh, kannst du mich da hinzufügen? Ja, warte schnell. Danke. Ich suche gerade dein Bild, ob wir das noch haben.
Ich hab's bestimmt noch. Aber wie gesagt, ich habe nicht drauf geantwortet und dann bin ich der Name geworden. Aber nur, weil du daneben mal so ein Ding schickst. Und ich hab genau... Ja, genau. Bei mir ist der Nein, gar ich nicht weiß traut, dass man schickst, Nein, weil ich ich ja weiß gewusst nicht, habe, was ich kommt. weiß- Da ist ja nicht, das ist dann gekommen. Hättest wenigstens auf die Story Ja, reagieren können, Fotze. dann hättest zumindest das erhalten. Ja. Achtung, unser Service, auch bei Eisregen streuen wir Salz in ihre DMs. Und dann auch eine zwei... Aber ich weiß nicht, was peinlicher ist tatsächlich, diese Der Story. Einzige, wer peinlicher ist, ist auf TikTok, du weißt schon wer. Das ist der Einzige, der nur peinlicher ist wie das da. Nein, das ist witzig. Und dort muss ich schon die Messlatte gescheit weit oberlegen. Jetzt sei nicht so, weil das war Heiliges witzig. Kanonenrohr, Florian. Unglaublich lustig. Ja. Es war wirklich... Ja, ich hab voll Kannst du mal gemacht. sagen, was du magst? Hat irgendjemand darauf geantwortet? Ja. Und Wer ist denn da die Zielgruppe von... Alle. Alle. gibt's Da habe ich alle mitgenommen. gibt es keine Alle. Zielgruppenauswahl, das ist für alle geeignet. Für hab ich- groß und klein, alt und jung, schwarz und weiß, gegendert, ungegendert. Eigentlich nur Männer. Das sucht sich ein Thema aus, ich muss den Dreh haben, Alter. Was bist du denn jetzt eigentlich so? Weiß ich nicht, weil ich hinten vorne kapier. Ja, du bist alt. Bist alt. Okay. Okay, Boomer. Bin leider nicht geistig behindert, nur das verstehe, okay. Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich. Wirklich nicht. Ich war dafür, ich wechsle mal das Thema, ich war in Stuttgart. Und was hast Schon du gemacht? wieder? Ich war, Er war in Köln. Das war Köln, Letztes Mal ja. war's Köln. Waren wir in Stuttgart, dann sind wir in das, was so wie es heißt, so ein riesen Einkaufszentrum, weil da war nämlich Nintendo Weihnachtstour. Okay. Lauter Stände aufgebaut und hast So Nintendo-Stände, oder? Ja, hast zocken können und so Mist und dann haben wir viel Aufkleber geschenkt gekriegt, dann hat es eine große grüne Röhre gegeben, da hast du die einstellen können zum Fotografieren. Das war schön, war richtig schön. Das war schön. Klingt nice. Ja, Vor allem in der Vorweihnachtszeit, nice. ja, Ist Spaß möglich, dass das nostalgische Gefühle auslöst. gemacht. Kann Ja, ich mir hat vorstellen. ein Kann ich- Da habe ich sofort die alten, kennst du die alten Nintendo-Stände noch, da wo der Super Nintendo unter Verschluss oder hinter war Ja, und ja. draußen die Dinger und hast zu sprechen. Das war einfach das Highlight Aber bei in der Mackie Kindheit. Im Burger King dann die ganzen Dinger. Globus, glaube ich, Hat's hat's das auch echt, gegeben. ne? Ja, jetzt bei Mackie hat es immer diese Playstation. Ja, da war's Nintendo war PlayStation, nicht, aber glaub ich, ja. Playstation, aber Ding, der hat es da immer gegeben. Ja. Jetzt, was du sagst, ja, in dem kleinen Kinderraum mit dem Bällebad bei uns in Landau war da auch mal was drin. Ja, genau. Und dann sitzen die 15-jährigen Büffen drin und spielen Playstation. Ja. Aber wieder hol noch schnell runden Cheesies. Und Cheesys. Cheesy für einen Euro. Fressen und zocken. Was kostet ein Eigentlich. Cheeseburger mittlerweile? Kostet einen Euro. Hau- mehr, nein, oder? nein, nein. Und 20 kann das Na, sein? die haben gleich mittlerweile bei 1,40 oder 1,50. Die haben Alter. unglaublich teuer. Verdammte Cheeseburger-Inflation. Ja, wie alles halt. Verdammte Cheeseburger-Inflation. die geht Das ist schon richtig auf krass den Nuss. eigentlich. Das ist schon krass. Vor allem Ja. jetzt. Ich bin krass. Ja, Chicken Sag Nuggets es. hat es gegeben früher für 4,99. Da haben wir immer Und jetzt mittlerweile sind 6,99. Aber jetzt reden wir mal über den großen Elefanten im Raum. Wie? GTA 6 Trailer. Ja. GTA 6 Oh, da habe ich das erste Mal ein Reaction-Video. Ich hab's gesehen und habe die Idee abonniert, du Hurenbock. Ich auch. Ja, passt eh. Und was ist denn gegangen? GTA. Was habe ich gesagt? 3. Dass du gesagt hast, dass Da sind ein paar Arschlöcher fotografiert. In Schwarz habt ihr gesehen, sonst nichts. Ja, ich habe den ganzen Trailer so Ihr Lügen. angeschaut mit dir. Echt? Ja. Ja? Ja. Ja, aber wichtig. Ja? Ich fürchte, das werde ich öfter tun. Erstens macht Spaß, zweitens, was sagt uns Ja. der Trailer? Was sagt ihr? Allgemeine Meinung, Trailer? Interessiert sich überhaupt GTA 6? Keine Oh Ahnung. ja, natürlich. oh ja. Schau, also es ist halt leider noch keine Spielszene drinnen, aber was jetzt halt, ich habe halt dann so ein Breakdown auch geschaut von IGN, was alles da drinnen haben, wie viele Sachen aus GTA 4, San Andreas, Vice City und was weiß ich, was da alles da drinnen ist. Also ich glaube, das wird schon übelst mächtig, das Ding. Ich bin ja normalerweise der Erste, der jeden Scheißdreck sofort einen Vogue-Stempel ins Gesicht einstempelt. Aber jetzt regt es mich richtig krass auf, dass es Leute gibt, die dem scheiß Vogue-Scheißdreck vorschreiben. Weil ganz ehrlich, ich hab's auch nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, wo ich mir einen Trailer angeschaut habe, aber unmittelbar danach, diese ganzen Ingame-TikTok-Aufnahmen. Der Typ, der den Alligator aus dem Pool der rausgreift, die knockert an der Tussi mit, Tanke. der knockert an der Tanke, der umeinander läuft, der mit im Tanga seinen Rasen mäht. Was haben wir noch? Die in der Letten, wahrscheinlich ist irgendein Festival, ich weiß nicht, Ja, die diese Hillbillies. Kamera, ja genau. Dieser ganze Scheiß haben alles adaptierte, reale Nachrichtenaufnahmen Ja. und TikToks aus der Wirklichkeit nachgestellt. Okay. Und die twerken den Tussis da Auf dem umeinander und Auto. so weiter, da wo es dann sagen, nur Vogue-Scheiß, so, nein, das ist die Aber was- fucking Realität, Aber der was hätten Vollidiot. bitte eine halbnackerte, twerkende Frau mit Vogue zum Nein, der Tor? ganze Trailer, die singen bloß, Frauen. Die singen Frauen. Die singen, ja genau, soweit ist schon, dass das Ganze, dass der Vogue-Stempel nimmer funktioniert, weil alles bloß noch Vogue ist, sobald der Weiberlein vorkommt. Ja. So ist natürlich auch nicht. Ich sag das ganz ehrlich, das ist genau die Bonnie und Clyde-Geschichte, Ja. auf die, das kann richtig geil sein.
Aber das Einzige, so hab ich auch im Ding gesagt, was ich keinen Bock habe, ist, man hört halt nicht recht und sagt nicht recht viel von ihm. Er sagt nicht, gut, sie sagt auch nicht viel, aber sie ist schon weiter im Vordergrund als er. Ja. Ich hab keinen Bock, dass er totaler Volltrottel ist und sie den ganzen Tag den Tag rettet. Ich hätte gern 2 Charaktere, die halt Body- und Kleid-Action machen. Ähnlich wie beim Fünfer, dass er wechseln kann zwischen den 2 und das, also das sowieso, da gehe ich schwerstens davon aus, dass du nahtlos zwischen den 2 Geschichten halt hin und her springen kannst, weil das, wenn sie weglassen, dann hat es weniger Features als das 5er. Ansonsten vermittelt der Trailer eigentlich genau den Florida Man Vibe in einem GTA, den ich haben will. Ja, voll. Also das ist GTA-Feeling pur, der Trailer. Ja. Und auch die Details, da wo es ja dann der Typ, der so außenmacht wie diese Hautdetails, das alte Haut, wo so Sonnenbrand ins Braune, ins Weiße über. Dann auch die Geldscheine, wo anscheinend jeder einzelne Geldschein extra gerendert wird. Das ist nicht ein vorgegebener, sondern jeder Schein extra animiert, die so neu Haaf ist. Also es ist echt irre, was die da... Und viele Leute haben wir dann geschrieben, weil ich jetzt so auf Grafik geschaut habe, wo man denkt, Alter, die Konsole, wo das laufen soll, die ist noch nicht da, das kannst du vergessen. Und viele Leute haben dann da drunter geschrieben, so von wegen... Rockstar ist eigentlich schon bekannt dafür, dass diese Ingame-Trailer in der Ingame-Grafik gemacht sind. Heiliges Kanonenrohr, Batman. Haben wir ja noch 2 Jahre Zeit. Ja, 1,5. es haben auch einige geschrieben, ja, bis dahin ist dann PlayStation 4. Das war sowieso, Entschuldigung, ganz kurz, da hast du sowieso einen Vogel abgeschossen. Gleich am Anfang von dem Trailer, 2025, nächstes Jahr. Geil! Und alle so, 100% alle so in dem Trailer. Bist du dumm? Er macht richtig den Hype und richtig geil und alle so heute. Ja, ich war voll, ganz ehrlich, ich war voll enttäuscht, du hast doch geschrieben, Alter, das ist ein 2 Jahre, ich lese das so, hab kurz die Zahlen im 10er-Bereich. Oh fuck, das ist ja wirklich erst in 2 Jahren. Oh nein! Ja gut, scheiße, eigentlich ist es in 2 Wochen und 3 Wochen und einem Jahr. Ja, auf das habe ich mich dann ausgeredet, ja. Passt schon. Aber es kommt sowieso wahrscheinlich im 3. oder 4. Quartal 25. Dann also Verschiebungen in 2026. Ja, Rockstar ist eigentlich nicht so bekannt für Verschiebungen. Eigentlich. Diese Verschieberei ist jetzt erst so die letzten 2 Jahre zwischen Mann und Frau. Und normalerweise, wenn es heißt, das Spiel wird verschoben kurz vorher, dann kannst du davon ausgehen, dass es nicht fertig ist, ein absoluter Schrott. Das hat eine 100%ige Trefferquote. Stoppquote. Außer ist Elden Ring verschoben worden? Nein, ich glaube nicht, oder? Ich weiß nicht. Doch, ich glaube, einmal ist von November in Februar verschoben worden. Possible. Das hat dann leider Gottes 10 von 10 gekriegt, aber gut. Ja, ansonsten glaube ich, erwartet uns da das größte Spiel jemals. Ich habe gelesen, GTA 5 hat 250 Millionen in der Entwicklung gekostet, GTA 5, das war vor 10 Jahren, und GTA 6 hat bereits über 2 Milliarden Dollar gekostet. Inflationsbereinigt. Ja, natürlich. Und es gibt noch keinerlei, da ist das Marketing nicht drin. Also es gibt noch kein Marketing. Es gibt den ersten Trailer, der wird nicht 1,5 Milliarden gekostet haben. Dafür trendet jetzt halt schon wieder Hashtag GTA 7. Nein, das endlich! Da bin ich gespannt, ja. Da werde ich auch ins Roleplay-Server-Geschäft einsteigen, sage ich dir, was es ist, aber da ist er noch ewig hin. Schaut, dass sie sich nicht äußern zur PC-Version, da steht noch gar nichts fest. Bisher ist nur 5er und Xbox angesagt. Ich habe eine ganz große Hoffnung, dass das bewusst machen. Und jetzt hat die Leute nämlich schon angefragt sind, überall in die Artikel steht überall drin, ja, ein Detail, verärgert Spieler, dass halt nicht am PC kommt, gar nichts gesagt wird. Dass dann in einem halben Jahr oder in einem Jahr heißt, und wisst ihr was? Release-Tag auch PC-Version. Dann brennt nämlich das Internet wieder. Oder wie beim 5er, so 3 Jahre später. Das war noch geil. Wann ist denn 2 Jahre später? Oder ja, Red Dead war, glaube ich, 18 Monate später. Wenn es nicht ankündigen für PC, sondern für Switch, war noch eine geilere Nummer. Ja, da glaube ich, kommt da nicht rein? Ja, Gerüchte gibt es, dass auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen schon was hergezeigt worden ist für ein paar Entwickler, aber sonst war es schmeißen drin. Ja, ansonsten glaube ich, super stabil. Und die Trottel, die da an Vogue stehen, ich war auch der Erste, der an Vogue-Stempel drauf hat, sag ich dir, was ist, aber die sind einfach nur Vollidioten, die haben es nicht verstanden. Schikam macht es nicht an so als Deppen. Ja, das ist gleich zwar. Alles, was nicht die Meinung ist, alles, was nicht meine Meinung ist, sind Vollidioten. Der Birger, der Vogue-Beauftragte. Ja, bin ich. Habe ich eine Doktorarbeit geschrieben drüber in den letzten 2 Jahren. Das heißt, der Buch schreiben. Das hätte noch viel schlimmer sein können. Die Haupt, wie heißt's? Ja, da kannst du sagen, was du möchtest, aber die haben ja Figuren und alles schon immer gut gezeichnet. Da war doch auch der Gay Tony oder wie der heißen. Beim 4er hat es dann noch das Spin-off mit dem Schwulen gegeben. Ich glaube, es gibt es im 5er auch. Also du hast da schon immer, das war schon immer inklusiv für alle. Ja. Also, aber kurze Frage, warum sind da eigentlich alle schwarzen Frauen fett?
Angedickt. Ah, nein, nicht alle. Aber fast. Also in dem Trailer schon auffällig viele. Ich hab's Ding, noch zählt, aber ich finde ganz bewusst das Strandbeitel, ich weiß nicht, wie der Strand auf fucking Miami ausschaut, ich weiß es nicht. Aber das Strandbeitel, wo der andere als Arschloch fotografiert, da wo jemand ein sehr schönes Meme über die wenn ich der Rolling Print sei, aber wir haben da ungefähr bei 35 Minuten, die stehe ich so hier nicht noch mehr aus, da bin ich behindert. Ja. Der Arschloch von der anderen fotografiert, da ist schon krass auffällig, dass da, glaube ich, von 100 Leuten 4 Weiße stehen. Und eigentlich nur 1,6 so wirklich mit dem Arschloch. aber es passt auch sehr gut. Das ist mir ehrlich gesagt auch scheißegal. Hätte ich mir bei San Andreas muss ich mich dann auch aufregen, weil bloß Schwarze immer noch laufen. Ja, deswegen ich beschwere mich nicht über Schwarze. Deswegen habe ich sondern einfach, dass die alle irgendwie. Nein, aber das ist auch so ein Punkt, wo sehr viele Leute schreiben, woke Bullshit. Geht's einfach, ich sage, geht's einfach sterben. Ja. Geht's einfach sterben. Oder fickt euch zurück in die rassistischen 70er Jahre, das ist dann eure Zeit, das passt dann auch nicht. Das Vollidioten. Brunstdumme Vollidioten. Wenn wir schon bei Spiele sind, Game Awards sind verliehen worden. Baldur's Gate 3. Pikmin 4. Game of the Year. Pikmin 4, bestes Strategiespiel. Pikmin. Nee, das Einzige, was ich da aus dieser Kategorie gespielt habe, war Company of Heroes 3. Das habe ich sogar ziemlich lang gespielt. Multiplayer war ziemlich cool. Ich kenne Pikmin nicht. Was tut man da? Ja, da bist du so, es ist ja natürlich in der quietschbunten, niedlichen Nintendo-Optik. Ja. Gibt es seit dem Gamecube, und ich spiele das seit dem Gamecube, ich liebe die Reihe. Und dann landest du, beim ersten Teil war es so Hardcore-Modus, da landest du auf einem Planeten, also Bruchlandung, und dann sind da diese kleinen Pikmin-Manschgeil. Da hat jede Farbe hat verschiedene Eigenschaften, der rote ist widerstandsfähig gegen Feuer, der gelbe gegen Elektrizität, der Blaue kann schwimmen. Und mittlerweile gibt es halt mehr Farben, die kennen verschiedene Sachen. Und du musst halt die Teile von deinem Schiff sammeln innerhalb von 30 Tagen beim ersten Teil, weil sonst geht der Sauerstoff aus und du stirbst und fängst von vorne an. Das ist mittlerweile einfacher geworden, das macht es ein bisschen schade, weil es gibt nur mal diesen Permadeath-Mode. Sondern du hast halt einfach. Wundert mich, dass bei Nintendo jemals so einen Permadeath-Mode gegeben hat, weil normalerweise das doch sehr familienfreundliche Spiele. Ich kann es jetzt gar nicht sagen, wie es bei Kevin. Ich kann es jetzt nicht sagen, wie es bei Pikmin 1 war, wenn du es nicht auf die Zeit schaffst, weil ich bin nicht ein Pro-Gamer und hab's auf die Zeit geschafft. Ja. Auf alle Fälle ist jetzt in dem 4 ist halt jetzt riesengroß mit einem Haufen so Strategie-Dinge. Da musst du halt dann schauen, wo setze ich welche Viecher ein, wie viel du wieder hin. Dann kommen Gegner, die mit was kämpfen. Und es ist so quietschbunt und schön. Und wenn die Gegner kommen und deine Viecher fressen, dann sind das voll die bemitleidenden Schreie. Weißt du? Weil sie so, und dann hört es einfach so, wie bei Happy Tree Friends, also, oder? Bitte nicht, frissen meine Pikmins, was soll das? Und ja, es ist halt einfach, also es kann schon, vor allem diese Strategielevel, die du dann noch extra spielen kannst, die sind schon richtig fordernd. Das Spiel selber ist zwar, es kann auch fordern, aber es ist jetzt nicht so schwer. Aber es ist einfach schön, das ist typisch Nintendo, es ist einfach schön zum Spielen. Macht Spaß. Kann ich mir ansonsten noch irgendwelche Kategorien erinnern? Bestes Actionspiel ist... Action-Adventure war Zelda. Es hat auch bloß einen Award gewonnen. Ja. Wundert mich fast ein bisschen, weil Zelda eigentlich, wenn da irgendwo Zelda steht, dann ist es eigentlich Auto-Win. Aber bei Baldur's Gate 3, da stinkt es halt ab. Dieses Jahr, das aber ist einfach... 2. Hast du gespielt? Nein, Baldur's Gate? Aber da gelangt mir das, was ich gesehen und gelesen habe. Ja. Also ich hab auch schon jetzt seit länger nicht mehr, ich hab's noch nicht durch. Ich habe in der Sommerpause ungefähr 100 Stunden eingeschissen. Ja, habe ich noch nie gesehen, sowas. Ich habe viele Rollenspiele gespielt in meinem Leben, vor allem sowas wie die alten Baldur's Gate Teile und Icewind Dale und Torment und wie heißt denn Pillars of Eternity und die ganzen Geschichten. Nichts stinkt nur an, nicht einmal einer eigens Divinity Originals sind. Das ist der Vorgänger im Prinzip von Larian Studios, was Baldur's Gate 3 betrifft. Da merkst du schon, das baut drauf auf. Von der Rundenstrategie, wie du die Umgebung benutzen kannst, da liegt dann Öl am Boden, dann rennt der Gegner ein, dann kannst du so ziehen, diesen ganzen Scheiß und die ganzen Gameplay-Mechaniken, dass du kannst in diesem Universum alles nehmen. Da liegt der Teller am Tisch, kannst du nehmen. Dann kannst du am Kopf absitzen oder dem anderen aufwerfen oder sonst irgendeinen Scheiß mal. Und ja, ist einfach witzig. Das ist das, was halt das Spiel so glaubhaft macht. Ja. Dass du bist in dieser Welt und du kannst machen, was du willst. Das habe ich noch nie gesehen. Im ersten Kapitel, da musst du also Goblin-Lager befreien und du kannst es auf so viele verschiedene Arten und Weisen diese Aufgaben erfüllen. Entweder du bringst alle um oder du verbündest die mit einer und mittendrin, währenddessen du sie verbündest, stichst du einer dann, wirfst es in die Grube, in eine eigene Grube ab, wo die Spinnen unten sind und werden es von denen gefallen. Du kannst machen, was du willst in dem Spiel. Das habe ich so noch nie gesehen und mit absoluter Berechtigung ist das Game of the Year. Danke.
Super awesome. Super Mario Jeder, der was Wonder, anderes sagt. Super Mario Wonder ist bestes Family Jeder, der was anderes sagt, ist ahnungsloser. Richtig, absolut korrekt. Nochmal Super Mario Wonder, bestes Family Game, bitte nicht übersingen. Auch zu Recht. Was waren da noch in der Kategorie mit Family Game? Nichts, was ich irgendwie kenne. Ja, nicht. Also es waren irgend so ein komisches Krokodilmensch, habe ich gesehen, was das war. Croc. Das war mein erstes Croc und PlayStation-Spiel. Was haben wir sonst noch für Kategorien gehabt? Eigentlich nichts Interessantes. Beste Trainer. Das Alan neue Wake From hat das Software. beste- Stimmt, Alan Wake hat ziemlich fake Preise gekriegt. Das habe ich aber auch schon fast mit Ankündigung gesehen. Ja. Ich habe es jetzt leider Gottes abgebrochen im Stream, weil ein bisschen ein Problem ist, die Story ist so verwurstelt und Ding, dass wenn du da mal eine Woche nicht speist, sitzt die nächste Woche sitzt da so, Alter, wer war das gleich wieder? Warum ist das? Was machen Wer ist Sachen? dieser Kult gleich Langsam wieder? musst du mitschreiben, gell? Ja, also das ist zu viel einfach. Wenn du es in einem Zug durchspeist, Grafik, brutal, Gameplay, super awesome, Vertonung, das Ganze mittendrin dann wieder echte Cutscenes in Realverfilmung drin und lauter Ja. so Sachen. Deswegen glaube ich, hat es eine beste Regie gewonnen und Ja. so Geschichten. Tipptopp Spiel. Also muss eigentlich eine 90er-Wertung aufwärts kriegen. Hat ja fast überall. Das Ich habe Wertungen nicht angeschaut, um ehrlich zu ich sein. hab also die haben überall so 9 von 10 und 90er Bereiche. Alan Wake hat wirklich mehrere Preise gewonnen wie Baldur's Gate, glaube ich. Ja, ich glaube, Das ist genau dein Thema, Tor. Nein, ich bin einfach. Jemand, der jetzt- nur LOL spielt, das hat keinen Preis gekriegt. Doch, du willst ein Championships. Schmarotzer. beste E-Sports League, oder? Beste E-Sports League hat es gewonnen, ja. League of Legends. Wow, hab ich Final nicht Fantasy 16 hat beste Musik und Score, glaube ich, gewonnen. Aber das habe Stimmt. ich leider nicht Faker irgendwie gespielt. bester Player oder irgendwie so? Wann ist denn der Faker, haben wir vorher schon drüber geredet, wann ist denn der scheiß Faker nicht der beste Player? Ja, wenn er Er spielt aufhört. in seine, ja, wenn er aufhört, dann ist Wahrscheinlich wieder, dann nur 2 Jahre. das ist genau Nachhilfe. dasselbe, was weiß ich, wenn du Messi in die Kreisliga schickst. Das ist genau das Gleiche. Okay. Ja. Ich bin jetzt aus. Ich möchte auch schnell. Ja, ja. What? Ja, Ja, ist Ich möchte nämlich, weil wir jetzt ja gerade bei die. Jetzt hört's einmal ein Maul. Hallo. Bleibt mal cool, jetzt ist zwar. Okay. Ich möchte nämlich auch, ich möchte dann ein Wort verleihen, weil unsere Kommentarspalten sind ja oft einmal nicht so klug. Ja. Dümmste Trottel in die Kommentare, oder was? Ich möchte echt, also das war ein Kommentar, ging ums Autofahren. Ja, das war klar, dass der. Wir haben ja das letzte Mal das Thema Autofahren Oh, gehabt ja, und den, glaub ich, hab ich gelesen. und das Ja, ist der Award für ich weiß den jetzt- weiß dümmsten Kommentar, den ich seit langem gelesen Geil, habe. jetzt bin ich gespannt. 100 Hoffentlich ist der meiner, hoffentlich ist der meiner. 130 ist jetzt für Landstraße, nicht für Autobahn. Ja. Und telefonieren, essen, trinken tue ich nach wie vor beim Fahren. Klammer auf, nur Zigaretten dran nimmer, weil ich nimmer rauch, Klammer zu. Weil ich seit 20 Jahren tue und weil ich es kann. Ich los mich doch nicht einschränken, weil der US auf A zu dumm zum Fahren ist. Dieser Mist kommt nämlich nur von da drüben. Wenn's deine volle Konzentration brauchst zum Fahren, bleib daheim. Wenn's mit Geschwindigkeiten jenseits von 130 nicht klarkommst, fahr rechts oder mit dem Bus. Wow. 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 Ja, ich hab da gelesen. Alle! Ganz Ja. großes Kino. Den hab ich auch Ganz, gelesen. ganz großes Kino. Oh, Das leck, war- der Kommentar verursacht physische Schmerzen. Ja, Wahnsinn, ich hab 16 Schlag gehabt. Oh, jetzt ist mir das Handy auch noch gefallen, schau hier. Ja. Das hat so weh, ich hab danach danach hab ich nochmal ins MRT müssen. Ja. Irgendwann von wer- deiner Scheiße brauche ich 4 Wochen Reha, aber davon brauche ich 2 Wochen Pause bis Ende Januar. wieder. Richtig stark, richtig stark. Oh, leck. Ja, das ist hart. Ja, das ist hart. Ja. Das ist, was sag ich jetzt da dazu? Ja, ich weiß auch nicht. Das ist einfach, ich glaube, da weiß jeder genau, was geschlagen hat. Wer seine volle Konzentration zum Autofahren braucht, soll daheim bleiben. Naja. Und auch diese Begrenzung kommt von den USA und A ist nicht, US und A. ist nicht Deutschland das einzige Land auf der Welt ohne Geschwindigkeitsbegrenzung auf der glaub nicht, das- Autobahn? Aber in nicht das Europa, Ganze, glaub ich. Oder Europa auf aber alle bei Fälle, uns keine da noch Ahnung. hübsch, ja. Und nur Also, muss alles mit Begrenzung. das ist halt, ja. Alter, ich finde das so geil, dass man sich da so. Also gut, was Die steigern aber sich ich ja da also reg mich richtig- wegen dem Scheißträger auf, aber halt nicht ernsthaft. Wie kann man sich ernsthaft drüber aufregen, dass man auf der Autobahn nur noch 130 gefahren darf? Ja, und vor allem so. Der hat sich Ja, da und richtig dann- reingesteigert. Und ja, und Wen dann ist es, interessiert denn die Scheiße? Sag ganz ehrlich. und Mein Gott, wo- wir reden was halt du da drüber, ist- wenn wir drüber Weißt du, reden. was da geht? Um seine Die wollen mir Sachen verbieten. Ja. was du da alles unter dem Autofahren, Zeitung Autofahren. lesen, schminken, essen. Wichsen. Nein, das glaube ich, tut er nicht. Oder auf den Kommentar wird er sich wahrscheinlich masturbieren. Da, wenn ich mich jetzt auf dieses Niveau herablasse, dann muss ich sich eine Leute wünschen, hoffentlich fast. Ja, du weißt schon, wohin damit. Hoffentlich hast du einen Platten.
Aber hoffentlich erwischt keinen anderen. Weil sonst komme ich und wenn du nicht abnippelst, dann werde ich dafür sorgen. Ja, vor allem dieser Schwachsinnssatz da mit drinnen, wenn es deine volle Konzentration zum Autofahren Das braucht. ist eigentlich der hat einen Rest gegeben. Das ist die geilste, dümmste lecker. Scheiße, die ich jemals gelesen habe. Unglaublich. Mein Gott, hoffentlich ist das keiner aus mir, bitte nicht. Wahrscheinlich ist so. Ich wollte gerade sagen, ich wollte nach dem Namen fragen oder sonst, es tut mir wirklich leid, aber das ist too much. Das geht nicht. Nein. Und wenn's einer von die vierstelligen Donation-Schmeißer bist, dann scheißegal, das war die dümmste Scheiße, die ich seit langem gehört habe. Die mag er eh nicht haben. Nein. Wow! Die Donations. Die zahl ich zurück. Die, genau. Lass ich zurückgehört. Oder wieder weiter an seinem Auto Auf basteln. deinen Scheiß. Von der Lebenshilfe mag ich nicht gesponsert werden. Oh, leck mich am Sack, Alter. True that. Das ist wirklich. Das hat mir jetzt, so habe ich gereizt weh. Scheiße. Ich war ein neuer Bandscheibenvorfall. Also. Ja, du kennst jetzt langsam ins Auto Ich glaube, steigen. ich kriege einen Asthmaanfall. Was ist der Spray da? Ja, Gott sei Dank gehe ich nicht rauchen. Ciao, ciao. Ich glaube, ist nicht mehr fake nur drin. Ich habe auch wieder so ein Autofahrerlebnis gehabt. Das war irgendwie ist doch so geil, dass SUVs sprießen ja. Das kann man auch keiner erklären, das verstehe ich auch nicht. Da fahr ich Single. Wo haben die Leute das geht hier? Red weiter, Ja, Entschuldigung. auf alle Fälle vor Ein Gatefight das ist so nicht. geil, da brauchen sie ein SUV, ein Mordsschlachtschiff, mit dem sie umeinander fahren, die Vollidioten, und dann sind sie jetzt dumm dazu. Und da war ich beim Stingelfing bei Müller, weißt du schon, da kannst du von links praktisch reinfahren und dann möchte ich rausfahren und dann kommt einer mit dem SUV holt aus, als hätte er, was weiß ich, 48 Anhänger dran, der Vollidiot. Und wir warten halt locker füreinander vorbeikommen. Ich fahr 4 und er holt halt aus und sitzt da schon drin und werkt. Und ich denke mir so, du hast jetzt das Fenster runter und fragst noch, ob er eigentlich schwer behindert ist oder... Ich bin dann nur vorbeigefahren und diesen hier geil zugegrinst bin und dann, und dann ist er nur noch vorbei und hat den Kopf geschüttelt und ich dachte, oh Gott, dann kauf doch kein SUV, du Vollidiot, wenn du nicht fahren kannst damit. Ja, man muss schon ausschämen, ja, LKW dann mit denen. Ja, der definitiv. Ich hätte auch bald ausgeschert. Oh, jetzt darf ich es aber, glaube ich, Vielleicht schreibt verzeihen. ihr gerne Kommentare während der Ausholen. Ja, der ist ungefähr so gefahren, wie der andere Kommentare geschrieben hat. Den Müller-Parkplatz, da, die Brummerte, also die dicke Straße, die kennst du ja bestimmt, bevor das da rechts reinfährst, dass du wieder reinkommst. Wo? In Dingelwing? Ja, Ja. bei Müller, weil wir gerade drüber geredet haben. Da haben wir einmal, jetzt ist es ja verjährt. So, jetzt Sollen wir vorher damals mal googeln, ob es wirklich verjährt ist. Schau mal schnell. Hey, Wir waren damals mit dem Auto gefahren. Ja, Gesetzbücher. Geschätzt mich. Und ja, da geht's ja, rechts geht's ja normal nicht hoch. Ja. Und da haben wir Für einmal euch schon. ein SUV gehabt und dann haben wir das halt ausprobiert. Ui, also wenn du darüber nachdenkst, das hättest du nicht machen dürfen, irgendwie um 3 Uhr nachts. Das war irgendwie so... 3 Uhr nachts hat man in der Regel nur Bock auf Arschlöcher. Wie kommst du jetzt dazu? Wegen einem tollen Song. Arschlöcher. Wegen einem tollen Song. Ach so, ja. Da habe ich mir halt einen Kalender bestellt. Schön. Mit dem spekuliere ich auch immer wieder, aber Ja. Ich weiß nicht aufklären, kein Mensch Menas weiß, muss. von was ihr zwei... Oh Gott! Petersmus, hä? was ist mit 3 dir? Uhr nachts. Was ist denn mit Nimm der dir? Reha-Preis! Ich hab schon wieder Bock auf dein Arschloch. Oh no. Das ist es. Ja, das ist wirklich... Aber wenn wir schon bei So, Musik das- sind, das ist der Alligator. Titel. Ja, Stimmt, das ist Alligator. auf alle Fälle erwähnenswert. Das Irgendwann ist ist ja- nicht richtig. Das ist ja Irgendwann, ich bombengeil. lese nicht richtig. Und dieses, es ist so geil. Aber weißt du, was das Schlimme ist? Wenn du auf TikTok oder auf die Instagram Reels und sowas schaust, da gibt es immer die Vorschläge, was du danach suchst oder was da dann oft gesucht wird, darauf folgen. Dann steht er da mit dieser Musikkampagne momentan, das macht ja dieser Battle by Basti, der hat doch alle Kanäle übernommen. Und da steht in der Suche, wer ist Battle by Basti? Ja, ist eine Ich fühl mich berechtigte sehr Frage, alt. weil ein Scheißtrottel keiner kennt. Gut. Ja. Woher ist denn der? Der hat diese Wednesday Battles da ein paar Mal gewonnen, oder? Ja, die VBTs und der war bei Trailer Park Ja, dabei. aber ja, 2015 möchte sein. Ja, wir haben ja mittlerweile VBT alle, aber es ist trotzdem, ja, aber der war bei dir dabei, hä? Trotzdem. Hä? Natürlich suchen dort Leute. Mich wundert vielleicht mehr, dass nicht gesucht wird, wer ist der Fred Durst? Wer? Wer? Ja, Freddy Krueger. Der Durstfried. Der Durst- Durstfred. Durst- Der Fred Durst. Oh, der passt, der passt. gescheit alt worden. Also ich weiß noch immer, wie das letzte Album da gekommen ist, das war so vor 2 Jahren ungefähr. Da habe ich dann das erste Mal dann wieder danach googelt, weil ich halt die Zeichnungen gesehen habe und ich, was ist das? Wer ist das? Und dann googelt ich so umeinander und dann sagst du halt er mit dem geilen Ding und dann hab ich gedacht, das ist doch nicht der Ernst! Ja, aber das hat er nur gemacht für seine komisches Dead-Vibes, glaube ich, heißt das Lied, oder? Ich weiß nicht. Also, der auf der Bühne umeinander rennt und schaut halt aus wie so ein geiler alter Papa.
Wenn wir mir einen Winger angeschaut haben, da hat er ausgeschaut, als war er gerade vom Trecker runtergestanden, wie der Flock gesagt hat. Trecker! Nein, Traktor. Da hat er nämlich Traktor, einen nicht Trecker. Latzhosen oder angehört und irgend so ein Hemd und einen Hut und einen Vollbart, der hat ausgeschaut wie so ein richtiger Farmboy. So ein Aber wie findest du es mit Alligator, wie er das beendet geil. hat und wieder jetzt Ja, cooler Move wieder mal. steht? Cooler Move. Da hat er eine coole Idee mittlerweile, glaube ich, Ist ist er er nicht groß beim genug, Tra- dass er die Features kriegen könnte. Ist er nicht beim, kriegt doch. ist er Ich nicht glaub, beim, das Thema ist ja schon Beim durch. Trauerlieds-Ding, ist er nicht damals in dem Video sogar In Köln? bis 2023 auf dem Grabstuhl gestanden in dem Ja, Video? in dem Video steht drin 1989 bis 2023. Das Das ist war und- damals im Video schon drin. Ja, Definitiv auf diesem braunen Holzkreuz. Und deswegen hat er jetzt praktisch in Köln, glaube ich, war das letzte Konzert. Da ist er doch dann in den Sarg und seitdem gibt's dann nicht dann mehr. hat er ja alles gelöscht auf Instagram, oder? Da hat Ja, er alle- komplett. Da war dann auch zum Beispiel Alligator trinkt Wasser, Alligator trank Wasser, Alligator, ja, ich weiß nicht, wie auf die anderen Dann hat er sich da eine Marketingkampagne Und aufgebaut die und so 5 Jahre im um- Voraus plant, dass das alles sich völlig gestört und die Scheiße so ist ja krass geil. gut. Also, Ja. dann hat er jetzt praktisch, dann hat doch Battle by Basti, hat doch dann in dem Song, da findet er das neue Album von ihm, oder das alte Album, das wo Alligator Das überlassen kann hat. ja hingehen, weil wann hat der Alligator es von geht um- 17, 18 so richtig groß zu werden dann? Ja, es geht Mit Musik ist keine Lösung und diese ganzen Geschichten und das Ding davor. Und das, aus dieser Zeit stammt nämlich der Battle Boy Basti auch. Und dann ist damals schon ausgemacht worden, dass wenn es soweit ist, er diesen Kanal übernimmt. Ja, die, Weil es darf die nicht sind ja gra- immer noch viel unterwegs. Ja, gut. Der ist auch Backup-Sänger, glaube ich, sogar bei ihm, zum Teil. Das ist aber dann nicht der von Trailer Park. Da meinst du einen Battle by anderen. wollte Basti, grad sagen, freilich. Nein, bei der Battle by Basti, das Basti ist ist ja der bei nicht Trailer Battle. Park ist der Basti DNP. Nein, der ist safe. Nein, das ist nicht der Battle Boy Basti. Deswegen habe ich vorher, ich habe Hä? nicht hundertprozentig gewusst, aber ich wollte eigentlich schon Weil wieder die nicht was miteinander Mal und das google ich Mit nachher. Trailer Park hat der Battle Boy Basti nichts zum tun. Das ist der Dann Basti google ich es DNP. nachher. So, Dann- naja. das- Deswegen das- sage ich ja, Nein, das ist mir schon klar, dass den keiner kennt. Hä? Nein, das lasse ich nicht so stehen. kannst dabei ja umeinander Reden wir googeln. nach. Auf jeden Fall. Auf alle Fälle finde ich ziemlich cool. Zuerst baut er das Lied oder so auf, als hätte das eine KI geschrieben. Und du meinst also, ja, jetzt baut er halt da. Erst fängt er mit Erzähl dem weiter. selber am Anfang vom Lied hörst du ja, dass er selber so diesen Fred Durst Flow und die Tonart hinlegt mit Ja. dem heller hinten dann die Wörter aussehen und so. Und denkst, ey, das ist ziemlich cool eigentlich. Und dann fängt er auf Englisch an und da ist so ein komischer Autotune drüber, dass du eben meinst, das war KI. Es geht im Text auch um KI-Scheiß. Ja. Und dann kommt er halt wirklich und am Schluss vom Video sechsten Fred Durst im Studio mit ihm das aufnehmen. Dann bin ich so Brutal. da geguckt, so. Krieg ich jetzt noch Gänsehaut? Ja! Brutal. Ich sitze so da und denke mir, boah, leck, ich flipp komplett aus. Ich flipp komplett. Die einzigen zwei Musik-Acts, Tool nehmen oder dazu, für die ich noch mehr Konzertkarten zahlen darf. Und dann kommt er auf die verstehe ich nicht. Und wenn du Geil. seinen Instagram-Kanal anschaust, dann hat er da ist ja alles gelöscht. Und er folgt noch 12 andere Kanäle. Darunter Limp Bizkit, Linkin Park, Korn, Soulfly, Static X, Papa Roach. Den Rest kann ich jetzt nicht mehr ganz aufzählen, Ja, was auf alles jeden war. Fall. Aber diese Bands aus meiner Jugend. Ja. Und zwar alle. Und jetzt bin ich da gesessen und denke, ich rast komplett Ja. aus, wenn der so eine Art Wiedergeburt Fürs macht. Full Und vor Force allem, hat's auch schon, glaub habt ihr ich, schon was gesehen, wann kostet, seine dass er Tour vielleicht anfängt? Was? Habt ihr schon gesehen, wann seine Tour anfängt? Ah. Am grünen Donnerstag. Wieder Jesus auferstehen. auferstehen. Ja, er macht halt dieses Also- Rebirth-Ding und eventuell legt er halt einen Musikwechsel hin. Ja, safe. Das, und Also kommt mit den mit der Alternativgeschichte. Wenn er Korn als Feature kriegt, dann raste ich. Ich glaube, das ist ja aus. schon alles fertig. Ich glaub, Ja, natürlich ist wahrscheinlich, natürlich. Der wird nicht 4 Monate vorher anfangen. Hey, Mr. Davis, kann man mir ein Lied machen? Das war nicht schlecht. Na, ja, scheiße. Schade. Meine 5 Jahre geplante Marketingkampagne für den Arsch. Tschüss dann! Jonathan Davis sagt nicht nein, sondern er sagt, oh Madame, Rockaboo, Rockaboo, Schön. Gut. Hast Nein. du keine Ahnung davon. ja, aber das das ist auch nicht meine Musikrichtung. tatsächlich. ja, bin her, du ein bisschen Na. bei Bastio. Der ist auch jedes, der Den von ist Trailer immer Park. mit ja, der ist mit Trailer Park auf Tour gewesen. Und ist auf vielleicht schon- und mit aber Alligator er ist er war ständig nicht auf Tour. bei Er ist Trailer Park. wirklich bei Alligator immer mit dabei. Also Aber er ist ja nicht in der richtig. Trailer Park Vielleicht war er nicht Band direkt in der gewesen. Trailer Park, das kann sein. Gib jetzt, ich hab's jetzt aber auf die Schnelle nicht gefunden. Ja, drum. Ja, aber Und- schön, freue ich mich drauf. Weil ganz ehrlich, die letzten Orangen-Releases vom Alligator haben mir nicht so gut gefallen. Da waren einige, die waren auch nicht gut, die haben mir auch nicht gefallen. Da waren ein paar Sachen waren dabei, wie zum What's Beispiel what? das, fuck, wie heißt das jetzt, das über ich psychische will nicht sagen, Krankheiten? dass ich nicht mit dir schlafen Ja. will, aber ich will Bin mit jetzt- bin dir jetzt schlafen. That's me. Ja, und das gehört über psychische Erkrankungen, Nachbeben. Ja. Das war, Ja. das Lied ist eine Weltmacht. Das Aber- ist Ja, brutal. im Grunde sind die Lieder alle, die haben aber, da geht er zu weit mit seinem tiefen Scheiß. ja, Er also, ist nicht mehr Mainstream-tauglich. Ja, du dieser brauchst halt tiefe irgendwas Scheiß. Catchiges. Irgendwas Genau. irgendein Und das Catch hat er, drauf, den das hat er hat er nicht. perfektioniert. ja, bei mit Musik Nachbeben ist finde keine ich schon, Lösung. das hat er, finde ich, voll funktioniert mit dem, dass das catchig ist. Das ist Aber nein, gleichzeitig Album halt deep nicht mehr, und das war ein bisschen zu viel, zu deep und ein bisschen zu wenig
gehuckt, ja, wie Hooked on a Feeling. I hooked. Ja. Musik ist keine Lösung, ist die absolute Perfektion, was das betrifft, was er macht. Und dass er sich da danach nicht nochmal steigern kann, da habe ich damals schon gesagt, das wird extrem. Also wenn, um Gottes Willen, ja damit. Aber das glaube ich nicht, dass das wird nicht ganz einfach. Ja. Aber wenn er jetzt da seinen Tod halt hinlegt und dann eine Wiedergeburt herscheißt und dann mit Alternative Rock, dann raste ich aus. Ja, und vor allem auch, wie geil das Battle bei Basti dazu macht. Also ich finde es ja alles, was da dazu kommt momentan, es ist Es einfach ist alles nur unfassbar geil. gut gemacht, ja, kannst du sagen, was du magst. Und vor allem dann, wenn er mit seinen catchy Hooks und so weiter mit dieser Musikrichtung kommt, ich krieg jetzt einen Ständer, dass der DJ eigentlich diesen hier macht. Machen wir lieber nicht kaputt. So groß ist er nicht. Ich möchte Also, sagen, du nicht so. Ja. Du hast jetzt schließlich einen Meterstab zum Ja. Spielen, das braucht der Anfänger. So. Haben wir da. So, wie viel Zeit müssen wir noch durchschlagen? Ich muss brunzen wieder. Oh. Ja, 6 wieder? Minuten müssen wir aushalten. 6 Minuten. Mindestens. Stunden müssen wir voll Oh machen. mein Reden wir Gott. über das Brunzen. Morgen laden Oh, da habe ich gestern So oder so. Na, ich immer nach vorn. Sitzen und dann so. Nein, nein. Sitzen und am Klo ran, Einzwicker und gegen Genau. vorne noch ein bisschen. Genau. steh und Klein und steh Klokasten nach ein vorne. bisschen. Am Klokasten ab. Na, von dem trinke ich Da dabei. musst du aber aufpassen, weil du musst zweimal spülen. Das ist wichtiger Hinweis, zweimal spülen dann. Kann ich nicht aussaufen, weil ich trinke über aus dem Glukasten beim Sachen. Ich hab tatsächlich noch was. Wir haben's kurzzeitig mein Jahresmerch gespürt. Eine fette ekelhafte Finger ist vorher im Arschloch von einer nicht existenten Freundin drin, oder? Ich habe jetzt gesagt, du sagst Nichte. In deiner Nichte. Deine Nichte kann das. Die ist Lass mich zwei, einwundern. die ist zwei, du gestörter Wichser. Naja, Was, 2 Finger oder 2? 2 Fingerbrot. Ja, nächste wären es 3. Jetzt wird's ein Maul. Jetzt hat zum Geburtstag einen. Ich spüre schon wieder Onkel Werner-Vibes. Ja. Onkel Kani-Vibes. Der Onkel Werner kommt, wenn GTA 6 Roleplay kommt. Dann glaub, geht der er Full kennt Florida Retard, Mann. Ja. Das wird super. Was ist da nicht anders? Das ist nicht der Florida-Man, sondern wie heißt das Florida da bei GTA Leonida oder so? Ach, mit Stau, du hast. Ja. Ja, fuck. Weiß jetzt auch nicht mehr. Irgendwas mit L hast du schon recht, aber mir fällt es auch gar nicht ein. Aber es basiert halt auf Florida. Ja. Das ist halt Miami, Florida, Bullshit. Jetzt verzeiht euch politische Geschichte. Ja, oder so. bitte. Habe ich schon wieder vergessen. Okay, dann reden wir weiter über Sachen. Okay. Weil meine, Heute ist eine Zipfel wieder weil geil, eine mit T-Shirts Männer keiner auch so. kauft. Na. Warum halten alle die Männer einen Zipfel? Ist es ein Sichtschutz, wenn da jemand neben mir steht? Ja. Habt ihr das immer? Ja, ich glaube Ja, auch. Sicht- und Spritzschutz. Aber dann habe ich es in der Hand. Machst du so? Ich mag sowieso. Du kannst ja beides, weil du kannst es erst abstecken und dann deine Homer haben. Ich mach's, Schnell. ich mach's dann. Ich mach's direkt nach dem Abballen so. I feel good! I just did it, guys! Beste. I'm not peeing my pants right now. To your face. Aber beste Pissoirs sind doch 100%. Es gibt doch so. Nein, Kinderpiss, du weißt. Change my mind. Weiß ich nicht. Benutze ich auch nicht, muss ich sagen. Na, die habe ich noch nie hergenommen. Die hat ein bisschen weiter unten. Ja. Da muss ich in die Knie gehen, das ist ein Ah, behindert. du hast mit Wetterstoff bist, du hast uns gar nichts Ich wollte gerade sagen, du Ja. kannst echt dein Maul halten. Echt so. Du hast dich Auf halt jeden- geoutet als Klein Mini-Wiener Bierger. Jetzt hat er minus 10 Grad gehabt beim Messen. Ja, darum habe ich die 250 Grad noch zusammengebracht. Ja, aber gerade so. Auf jeden Fall. Beste Pissoirs. Lasst euch auch, mein Spaß, dürft ihr auch mehr austeilen. Ja, mach mal. Ja. Auf jeden Fall, beste Pissoirs. Was findest du? Es gibt doch die mit Fliegen drin. Es gibt doch die mit irgendeinem Punkt, mit irgendeiner Zielscheibe oder sonst was. Die mit Tor und Ball. Tor und Ball. Geil. Echt, das ist immer wieder geil. Da geh ich so gern zum Pissen. Ja, Wenn das ja. ein Tor ist mit so einem kleinen Ball. Weißt du, wie- Wenn ich fertig bin, dann tue ich mit dem Finger drin weiterspielen. Ich auch. Ich schieß dir den Home. Ja, ins andere. 30 ins 30! richtig, Drei Pissoirs asozial. weiter ins 3. Langer Hafer! Genau, Gipfel. Ja, aber in welchem Pissoir hängt schon noch so ein Ball drin? Meistens ist es bloß noch das Tor. Beim Lucky war das doch damals, oder? Ja, stimmt. Und wenn du jetzt nicht hingehst, möchte ich fast wetten, dass kein Ball mehr drin hängt. Ja, wir haben die wieder gegessen. Ja, jemand hat so, Da hängt so der Kani eingeschossen. Kann ich Oh, ich kenne echt, und die hat so aus dem Pissoir so einen WC-Stuhl rausgefressen. Das war ein bisschen ekelhaft. Ja, Mann, gibst was du Zähne, kriegst du für Leute? gibst du Zähne, wenn du ein Kloster Das frisst, ist doch- traust du nicht. Das ist tatsächlich so gelaufen, jetzt waren zwei Spätzle von mir, die waren beim Sacher, jeder hat schon ungefähr 1,5 Bier getrunken. Und dann der eine so, hey, ich zahl dir einen Kasten Bier, wenn du den WC-Stuhl im Mund nimmst. Und dann der andere, na pass auf, ich nimm den im Mund, aber ich zahl dir eine halbe und du musst es auf Ex saufen. Das war Ich irgendwie so weiß nicht, mit was für Leuten du der eine unterwegs Typ dann so, Ich ja, kann sagen, das okay. erklärt viel, mit wem für Leute, dass du unterwegs bist. Ich kann da später sagen, wer das war. Ich weiß nicht, ob es nur auch noch kennst. Aber auf alle Fälle haben wir so gesagt, ja, okay, machen wir. Und dann haben wir WC-Stuhl gelutscht, der andere hat sich halbe auf Ex umsonst gekriegt. Und der Typ, der noch gelutscht hat, sich denkt, du hast da halbe auf Ex saufen müssen. Der Typ, der noch gelutscht hat. Ich denk mir,
An WC-Stand. Ich bin auf, das war aber echt, ich bin so da gesessen, passiert das gerade? Ich verstehe das. Was soll das jetzt gerade? Warum? Und ihr findet meine Storys komisch. Ja, früher waren komische Leute beim Fortgehen dabei. Es waren nicht die Metal-Affen. Ja, Alter. die ganzen Metaler waren alle irgendwie nicht ganz dicht damals. Na. Oh, jetzt könnt ihr ja ungefähr Richtung wissen, wer da involviert sein könnte. Nein, und ich glaub, so du meinst eventuell. Aber vor allem Das ist auch ein bisschen seltsam, da habe ich mir gedacht, bist du gerade wach? Bist du anwesend? ja, jetzt weiß ich, wenn es Was ist meinst. mit dir? Keine Ahnung. Bist du, hallo? Hallo? Hey, WC-Stuhl. Hey, hallo, Abo. Ist jemand daheim? Hallo, morgen. Nur wenn es der halbe Act. Mann, ich hätte auch gerne halbe Gags dafür. Hast du denn einfach so eine Gags? Darfst du nicht. Weil mir hat sogar eine Zeit, da wollte ich es genießen. Was haben wir jetzt in Richtung Weihnachten? Ja, wir sehen wir uns den Sonntag noch, pass auf. Dann haben wir eigentlich nur einen Sonntag vor, ist nicht am Sonntag Weihnachten? Ja, da, in 2 Wochen Sonntag. Also am Sonntag in 2 Wochen. Ja. 2 Folgen müssen wir noch aufnehmen können, oder? Ja, wie gesagt, Ist hab die euch- Frage, ich hab euch wann Gedanken du noch geschrieben, anwesend bist. Wie lange ich anwesend bin. Ich kann ja auch mal in den schlimmsten Fall wirklich, wenn es ist, fahren, aber das kostet halt Warum, wo bist du denn? daheim. Aber da bin ich nicht dauert. Fauler Huren. Gib mir voll Setz mir einfach ein paar Partikel Menschen hin und tu die per Discord einstellen. Oder hast du wieder kein Mikrofon nicht? Nimmst du das mit? Hey, ich hab ein Mikrofon. Ja, aber was für ein so ein Gut, HyperX. HyperX? Hyper. HyperX reimt sich auf Nix. Twix. Wix. Chicks. Fix. Boah, da kann man mich Officer Hex. für eine Runde Klicks. machen. Sie fix. C fix. Reime Monster Bitch. Okay, ein PlayStation Controller. Schon wieder ein Slimer von den geilen Booty. Ja, hab ich mir Ich, vorgestellt. ich staune schon die ganze Zeit aus dem Arsch. Das ist jetzt nicht mehr so schön. Jetzt ist schon gefällt schön. mir nicht. Ja. Ja, dann weiß ich auch nicht. War schon hin, jetzt haben wir es ausgesessen. Endlich. Haben wir's ausgesessen? Kein Bock mehr. auf Zeit ist Scheiß. so ein- Darf kein ich Bock euch mehr noch auf den ein Foto schicken von meinem Anzug? Nein. Nein. Oh. Also ich werde jetzt anschauen, dann werde ich die beleidigen und dann... Hast du den Story von der Spätzlwirtschaftlichkeit? Mein Anzug. Ja. Ja, aber es ist jetzt so, also ich habe doch letztes Mal das eine gepostet und jetzt schreiben ganz komische Leute. Wirklich. Also da folgen die ja... Auf unserem Instagram-Kanal, Da aber folgen den die- bedienen ja nicht ich, sondern du. Was Ja. warst du? Heben wir uns das für die nächste Folge auf, was dort Leute schreiben, Nein, das ist ja gut. oh ja. Ich hätte auch ein paar so Kommentare, ich habe so einen ja. Short ausgeschnitten aus meinem GTA Schreibt's 6 Dingsbums, wo halt das auch schon fotografiert. Und wenn mich jemand nicht kennt durch GTA 6, durch den Tag, wird das ist so ein großes Thema, dass Ja. da halt auch irgendwelche Preisentrottel drüber stolpern. Ja, ich verstehe kein Wort nicht. Jeder Einzelne, die haben nicht in der Lage, irgendeinen konstruktiv beleidigenden Satz, sprich Deutsch, Junge! Und in den 3 Wörtern so viele Fehler drin, dass man denkt, du peinlicher Volltrottel. Das ist unfassbar. Das ist immer geil, wenn sie diese Preisen ja, aufrufen. sprich Deutsch, Junge, wir sind hier in Deutschland! Ich verstehe kein Wort nicht. Was redest du denn jetzt? Red Bayerisch, wir haben da im bayerischen Internet, du Vollmongo. Also die witzigste Nachricht aus Spezi-Wirtschaft, die lesen wir, die lese ich vor, nächste Woche. Ja, das Oder? passt. Ja, wenn das hat mich Aber- auch noch interessiert. Ich kenne ja den Kanal, also ich habe ja keinen stopp, Zugriff. nochmal kurz, eine Frage war noch da, die war einigermaßen normal, also vom... Das ist immer gut, wenn ich ganz Ja, am von Schluss der komme und Späti- leider eigentlich schon ausgestellt haben. Ja, was soll ich machen, das ist selber schuld. Selber Braucht sie, schuld. war die Frage, braucht die sie seine drei volle Grafen. Konzentration beim Autofahren? Auf gar keinen Fall. So soll die heilige Titel heißen. Wenn es voll. Na, ich bin für 3 Uhr Nacht. Volle Konzentration beim Podcasten. Stell jetzt die Frage, du Schwanz. Ja, eigentlich geht es ja gerade darum, die Glasel von uns, die haben so geil mit den Etiketten drauf, wo das die her hat. Ich sag das, ich weiß es nicht mehr. Vom Glaselgeschäft. Wir wissen, was nicht mehr. Glaselgeschäft. Vom Glasgeschäft.de. Glasgeschäft.de. Ich weiß nicht, keine Ja. Ahnung. Das sind aber auch ganz bestimmt, da haben wir ja damals Das war drauf normal. angesprochen worden, das sind irgendwelche ganz speziell, irgendwie doch Pfalz, oder? Irgendwas mit Die- Pfalzsatz zum tun. Falls das Saubiff finde. Finde ich. Grütze, Ich habe einfach Fix. die Gläser gekauft, weil man denkt, hey, die haben Ach stimmt, da hat doch die der haben Kleine, große, die oh haben schön- geil, dass du das Pfälzer Ding Ja, Logo, das erinnert mich noch grob, aber ich weiß nicht mehr, ich habe es nicht irgendwo bei Amazon bestellt, keine Ahnung. Hast du nicht volle Konzentration beim Stellen gehabt? Nein, habe ich nicht volle Ja. Konzentration bestellt. Bist du über Auto gefahren, oder? Ich habe es nicht während dem Autofahren bestellt. Okay, erinnere mich nicht mehr dran. Knie gelingt, geraucht und gleichzeitig bestellt. Ah nein, er raucht ja nicht Und mehr. 180 auf der Autobahn. Er raucht ja nicht mehr. Stimmt, ja. Oder lieber kannst du nicht gegessen. Ja. Lieber kannst du mit dem Glas bestellt und mit den Knie gelenkt. Mit dem Zipfel gelenkt. Ja. Ja, mit dem Schwanz Oh. bremst. Armer Flocki. Ja, jetzt mag ich nicht mehr heute sein. Kann ich. Merci, Flo. Merci, wir sehen wir uns nächsten Sonntag. Sehen wir uns auf alle Fälle nochmal. Bis dahin denken wir uns aus. Okay, tschüss. Was wir über die Pause machen und WC-Stange lutschen. Bitte, Ja. aber nur wenn du ext. nur wenn der PlayStation-Controller daneben liegt. Den lutsche ich auch. Beide gleichzeitig oder von links nach rechts Deep Throaten? Deep Throaten. Geil. Bis zum nächsten Mal. Weiß mit dem Ständer. Deep Throat mit der WC-Ente. Tschüss.
Mit der Klobürste. Wie sagt der Alligator mit dem Tiergriff. Und dann wieder wundern, warum alle Corona haben. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Das war wieder der dritte. Ja, 25.